Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gerne. Und sie stellen sich am Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind aus Schindelegi im Kanton Schwyz die Monika Nauer. Z Filters im Kanton St. Gallen ist Simona Rüttner daheim. Die Fabienne Isenegger wohnt in Ettischwil im Kanton Aargau. Z Oberbaum im Kanton Bern ist Melanie Ramser daheim. Von Dusnang im Kanton Thurgau kommt Dirma Schatt. Solothurnische Laupersdorf ist das Daheim von Isabel Kamber. Und aus dem appenzauischen Enkenhütte kommt die Miriam Knechtle. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Oberbaum im Kanton Bern ist Melanie Ramser unterwegs zu ihrem Nachbar. Sie holt bei ihm die letzten Zutaten für das Landfrauenessen. Heute ist sie die Gastgeberin. Mir geht's gut. Ich habe Freude, es ist schönes Wetter. Es ist sehr cool, ich kann kurz Hose anlegen und das jetzt geniessen. Vor Aufregung bin ich noch gar nicht aufgeregt. Ich freue mich jetzt, dass ich gerade die Sachen holen kann, rüber zum Tobi und dann vorbereiten kann. Auf dem Betrieb vom Nachbar, vom Tobias Kramer. Das wächst bei dir schon. Ja, jetzt kommt es. Das ist schon heiß hier. Bekommt die Melanie das, was bei ihr auf dem Hof fehlt. Wunderbar. Salat, Kräutchen. Ganz viel Peterli. Ganz viel Peterli für das Hüttenkäse. Und Blüten sind unten. Sehr gut. Blüten sind auch Da Gärtchen unten. sehe ich. Das Essen soll auch für das Augengenuss sein. Darum braucht Melanie viel essbare Blüten fürs Dekorieren. Die sind sicher darum mega cool beim Dessert. Du hast 12 Porridge oder 6 oder... Tschüss. Viel Spaß. Und man sieht sich. Ja, merci. Für dich haben. Eigentlich fast schade, jetzt in die Küche zu gehen. Es ist ein wunderbarer Tag in der gantrischen Region und die Landfrauen genießen die Aussicht. Es kommt aber schon ein Hungerli auf. Ich habe das Gefühl, da ist schon alles nachher und ich könnte schon alles holen. Und darum habe ich das Gefühl, ich gebe Salat mit Haufen Sachen. Meinst du nicht? Ja, irgendwie Spargel habe ich jetzt nicht gedacht. Dann meinst du Salat? Ich würde mich jetzt über den Salat freuen. Ja. So einen frischen Salat aus im Garten. Ja, würde ich auch sagen. Ja, vielleicht noch irgendetwas dazu. Irgendein Gemüseweihe oder irgendetwas, ich weiß es nicht. Aus diesem Teig macht Melanie zwar keinen Kuchen, aber Fladenbrot mit dem eigenen Mehl. Jetzt tun wir hier die ersten Mal bräteln. Für das Einklemmte zur Vorspeise. Dazu gibt es einen Salat. Gut geraten. Die Melanie kocht ihre neue Küche in einem neuen Anbau auf dem Hof. Alles ist noch etwas ungewohnt. Genau, wir haben jetzt 4 Wochen die Küche und das ist schon jetzt mega cool. Aber es ist noch nicht alles so vertraut, es fehlen noch Schubladen, es fehlen noch Handtüchelhalter und diverse Sachen. So ist schön, so ist auch sehr gut. Das Wehrweisen geht bei den Landfrauen weiter. Als Hauptgang kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sie ein Rösti macht, ein Wärmrösti. Hätte ich jetzt Lust drauf. Hackfleisch haben wir noch nicht gehabt, vielleicht etwas mit Hackfleisch. Ich glaube, sie braucht ihr Eigenfleisch. Sicher etwas mit Herdöpfel. Die Lust auf das Dessert ist schon ganz konkret. Ein warmes Schokoküchli gibt es. Ich wette mit euch, Melanie hat auch gerne Schoki. Es gibt ein warmes Schokoküchli. Dort sicher etwas mit Schoki, aber ich tippe eher auf einen Schokimus. Also wenn es keine Schoki gibt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Es gibt Schoki, aber etwas aus weißer Schoki. Die Melanie macht eine Glasse. Das könnte für Verwirrung sorgen. Tot sicher. Die Glasse ist etwas, was wir wirklich viel selber machen. Wo alle gerne haben, wo du eben im Voraus machen kannst, eingefrieren. Ja. Die Melanie ist eine pragmatische Köchin. Je mehr sie vorbereiten kann, umso besser. Das gibt Zeit für das Nächste, das ihre Energie braucht. Das ist ein
Moment. Also da wird dann nicht noch etwas und da könnte man so oder könnte man so. Die ist durchgetaktet. Ja. Sie ist eine, die sehr Appetit hat selber. Sie isst gern und isst gern gut. Und ich habe das Gefühl, bei ihr müssen wir sicher nicht hungern. Gibt sicher einen Nachschlag. Definitiv. Willst du kugeln? Die wir zusammen kugeln? Ja. So 15 bis 20 Gramm. Zum Pragmatismus oder Energie von Melanie gibt es mit der Tochter Moana als Kochhilfe noch eine Portion Perfektionismus. Der Perfektionismus kommt eher von der Seite des Vaters. Ich würde sagen, wir sind beide etwas ruhiger als die Mutti. So beide so nicht so gerne die ganze Zeit unter Leuten. Und ja. Das stimmt. Das Hackfleisch für den Hauptgang ist von den eigenen Rinder. Dazu gibt es Herdöpfel und Gemüse. Beides wird später gekocht. Die Hackfleischtätschli kommen kurz vor dem Servieren dann nochmal in die Bratpfanne. Sehr gut. Das ist Amelie, genau. Das ist unser Hund. Amelie, du musst schauen. Ja, herzlich willkommen bei uns in Horbermatt. Schön, seid ihr ins Bernbiet gekommen. Ich stelle euch gerne unsere Familie vor. Das wäre der Fippo, mein Mann. Hallo, zusammen. Der Elio. Der Diego. Und die Moana. Hallo. Die mir in der Küche hilft. Als erstes gibt es für alle etwas zu trinken. Und Apparat tut euch einfach bedienen. Das Fleisch ist alles eigenes und der Käse kommt aus der Region. Es hat mehr als genug. Was hat er noch Platten? Dann verabschiede ich mich gerne mit der Moana noch zu kochen. Genießt den Abend und bis später. Ja, dann lernen wir die noch. He? Wenn in der Horbermatt die eigenen Kinder in der Schule sind, dann kommen andere Kinder auf den Biohof von Ramsers. Heute ist es eine 4. Klasse aus einem Vorort der Stadt Bern. Sie kommen in die Schule auf dem Bauernhof. Also, guten Morgen miteinander. Schön, seid ihr bei uns auf dem Bauernhof. Wir brauchen als erstes 3 Gruppen. Also, wir sind als erstes bei den Rossen. Da könnt ihr mit mir mitkommen. Die Kinder lernen den Alltag auf dem Hof kennen und den Umgang mit den Tieren und der Natur. Genau. Über das Jahr verteilt kommen jede Woche 3 bis 4 Klassen in die Horbermatt. Warum hat das Ross auf uns an? Ramsers bieten noch mehr auf ihrem Hof an. Das eine ist eben Schule auf dem Bauernhof, das andere ist Ferienkindbetreuung, wo wir Kinder zwischen 5 und 10-Jährigen haben während der Schulferien. Und die sind dann tageweise bei uns. Seit 7 Jahren gibt es bei Ramsers Schule auf dem Bauernhof. Am besten darfst du der Horti zuerst wie Hallo sagen, dass sie weiss, wer du bist. Jetzt hat sie... Jetzt weiss ich, wer du bist. Genau, das ist schon. Die wichtigste Voraussetzung, wenn man so viel Kinderangebot ist, dass man halt gerne Kinder hat und Sachen immer und immer wieder erklärt. Du darfst einfach auch ein bisschen wegstehen. Es ist, wenn dort hinten etwas läuft, und sie schauen, wo läuft was, du darfst erst zu mir hinterkommen, wenn es dir ein bisschen zu nahe ist. Allein von der Landwirtschaft können die Familien nicht leben. Der Betrieb ist zu klein. Mit dem Angebot für Kinder ist das möglich geworden. Jetzt können wir uns wie ganz auf das konzentrieren, was wir hier machen wollen. Ja. Und auch so die Freude oder die Rückmeldung der Kinder ist halt schon sehr cool, dass die Kinder häufig zuerst mal ein Tier nach sich streicheln lassen. Sie musst noch einen größeren Abstand machen. Willst du nach oder willst du weit hinten durch? Nach. Also, du kannst du mit mir mitlaufen, so berühren und auf die andere Seite. Nach ist wirklich nach. Okay.
Genau. Ja. Von den Rössli geht die Gruppe weiter zu den Kühen, am Philipsi-Teil. Hier gibt es eine Mutprobe. So, dann kannst du über. Genau. Und wer geht auf die Aulua? Oh, über. So, noch ein bisschen vorrutschen. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr drauf seid, ein bisschen streicheln, ein bisschen krebeln. Dass ihr es ein bisschen bei Laune haben könnt. Ein Bauer hockt ja nicht auf seiner Kühe Alltag, aber jetzt für die Kinder ist es super, einfach für den Kontakt mit den Tieren zu bekommen, dass sie eben sich wagen und herstehen und sie streicheln. Ich will ausprobieren, das ist lustig. Der Dings sieht Zira. Rutschen, perfekt. Scheine, du kannst fest runterziehen. Ja, aber sie hat so viele kleine Kätzchen, dass sie einfach so viel Milch gibt. Fürs 9 kommt die ganze Klasse in einen neuen Anbau, wo Melanie ihre neue Küche dazugehört. Mit diesem Anbau haben sie ihr Angebot noch einmal verbessert. Die Melanie kann mit den Kindern auch etwas am Schermen machen. Es war natürlich auch eine grosse Investition, die wir jetzt, dank dem, dass der Philipp so viel selber hat geplant und wir helfen mitbauen, auch finanzierbar ist. Gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Egal wo ich bin, versuche ich meine 4 Stunden herzulegen. Das Runterfahren und wieder fokussieren, was ist jetzt im Nami, tut mir gut. Soll ich schon einstecken? Ja. Das ist Melanie ihre kleine Küche im Wohnhaus. Hier passiert das Familienleben im engsten Kreis. Mit der Moana Brezeln zum Beispiel. Aber das nicht nur zum Spass, sondern für die Landfrauen. Zusammen kochen könnte abenteuerlich werden für die zwei. Also das Ding ist, wenn wir zusammen in der Küche sind, dann geht es meistens nicht so gut, weil ich bin lieber allein in der Küche. Und das Mutti eigentlich auch. Wenn ich dann etwas am Kochen bin, dann ist mir meistens das Mutti im Weg. Aber beim Vorkochen ist es sehr gut gegangen und ich habe das Gefühl, es wird sehr gut kommen. Ich würde 15 Gramm, guckst du mal. Ja. Oh. Das ist zu gross. Also das sind mal für uns ein paar. Oh! Wow. Schick, hä? Ja. Aber so wäre jetzt super. Ja. Die Brezelkörbli gibt es zum Dessert. Und nur die schönsten kommen nicht kränzen. Nein, die nehmen wir 10. Man sollte nicht die Stegen abfliegen. Nein. Ja, also dann würde ich die sicher auch noch behalten. Du ja, für einen Fall. Jeden Morgen ist die 36-jährige Melanie im Stall bei ihrem Lieblingstier, der Ross. Ich bin Bäuerin geworden durch Fippo, wo ich mich in ihn verliebt habe. Und dann bin ich auf den Hof gekommen. Ich bin nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mein Papa ist Lackführer, meine Mama ist aber auf einem Bauernhof hier in Oberbaum aufgewachsen. Und wir sind als Kind immer helfen und auch bei meiner Tante im gleichen Dorf. Und es hat mir immer sehr gut gefallen. Also ich bin sehr ein Tierli-Mensch.
Der Hof hat der Philipp von seinem Vater übernommen. Ein kleiner Betrieb. Der Philipp hat hauptsächlich als Polizist gearbeitet und dann auch noch umgestellt auf die Haltung von Weidemast-Rinder. Ein Rind ist aber nicht zum Metzger gewandert. Und das war einfach so eine Liebe. Da hast du Mist im Stall. Und die ist einfach immer gekommen, hat sich streicheln. Das ist einfach so eine Flotte. Und dann hat es angefangen mit der Ammenkuhhaltung. Habe ich das gesehen, dass das wirklich funktioniert, fremde Kälbchen an eine Kuh zu hängen, dass die dort die Milch selbstständig nehmen. Heute stehen im Stall 2 Ammenkühe, die neben dem eigenen noch etwa 3 fremde Kälbchen trinken. Eine gewisse Nähe will ich zu diesen Tieren. Das wäre komisch, wenn du einfach die Tiere durchlässt im Melkstang. Und meins wäre es nicht. Weil einfach zu wenig Zeit bleibt für das einzelne Tier. Darum hat er auch die Bauern nicht aufgegeben und mit der Melanie nach Möglichkeiten gesucht, dass beide auf dem Hof arbeiten können und als Familie davon leben. So harmonisch das tönt, es geht nicht immer. In der neuen Küche braucht es noch den letzten Schliff. Jetzt musst du noch einmal drücken. So. Jetzt hätte ich das hier so auf dieser Höhe. Das ist die Linie, die es halbiert ist, der Schnitt. Und jetzt ist natürlich noch die Variante, dass man es so auf den Kopf stellen kann. Es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass es so ging, aber irgendwie. Also wenn irgendwas aufgemacht ist, ist es schon der Weg aufgemacht und nicht so. Und ich finde, wenn du es aufmachst und an einem Ort schlägst du einen Nagel in die Wange, dann ist es so. Muss aber nicht oben sein. Es ist einfach schöner zu schauen. Ja, wir sind, glaube ich, schon sehr gegensätzlich. Wenn ich vorpresche auf das neue Projekt, dann sagt er mal, hey, stopp, hast du das und das gedacht? Und ich tue die aber aus der Reserve locken, wenn wir noch sonst etwas machen. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, dass wir viel mehr auf eine Einheit oder dass wir das Gleiche denken, das Gleiche machen oder so ein bisschen gleich unterwegs sind. Und heute wissen wir, nein, wir sind eben wirklich verschieden. Und dann schon ohne Kunst, dass man es eben als Stärke anschaut vom anderen und nicht als Schwäche. Dass man es so nehmen kann. Ja. Mhm. Die Melanie war 17, als sie Philipp gelernt kennen. Er ist 5 Jahre älter. Wenn ich genau einen Hoch hätte oder Ross hätte, das hat sich einfach so ergeben. Ob Ross das, ob ich Ross habe, ob ich mal reiten kann. Weil ich durfte als Kind, und meine Mama hatte Angst, ehrlicherweise. Weißt du, woran das Beispiel bei Melanie? Und das hat mir schon gefallen. Ja. Ja. Ich weiss nicht, was schlussendlich eben. Entweder kannst du mit jemandem berichten oder nicht. Und mit Melanie es immer können. Und das. Ja, ich glaube, du kannst nicht restlos erklären, wieso das jetzt aufs Mal passt oder eben nicht. Hat einfach gepasst. Ja. Das, was wir jetzt gemacht haben, unternommen haben in den letzten Jahren, das alleine das schaffst du nicht. Unmöglich. Ich denke, es braucht eine gemeinsame Vision oder eine gemeinsame Freude. Gut. Wenn Melanie kocht, dann meistens in grossen Mengen. Das, was übrig bleibt, wird eingefroren und gibt das Essen für die Familie, wenn sie mal nicht zum Kochen kommt. Mit der neuen Küche sind auch die Hilfsmittel anders. So. Hier oben kann ich immer nur mit 2 Bratpfannen, eine kleine und eine größere. Und jetzt probiere ich eben zuerst mal, ob es heute mit 3 geht. Das wäre super. Und dann geht es ein bisschen schneller.
In meiner Alltagsküche versuche ich wirklich mit diesen Sachen hier vom Hof zu kochen. Wenn ich etwas einkaufe, versuche ich es biologisch einzukaufen, aber nicht sektiererisch biologisch, also ich esse so IP-Sachen. Ja, und saisonal. Also wirklich eben, bei uns gibt es Erdbeere, wenn sie von der Schweiz sind und nicht, wenn sie von Spanien sind. Die Omeletten sind fürs Znacht. Es muss meistens schnell gehen. Für das Landfrauenessen kocht Melanie in einem anderen Stil. Ja, das wird schon insofern etwas anderes, dass ich mir sicher Mühe gebe, das schön zu präsentieren. Wo ich in meiner Alltagsküche mir eher wichtig ist, dass es gesund und ausgewogen ist und der Rest, also ja, wenn ich Zeit habe, wird es so schön angerichtet und sonst halt einfach in der Pfanne auf den Tisch gestellt. Es ist mega cool, es geht viel schneller. Nach dem Znacht gibt es bei Ramsers einen Spielabend zum Aufwärmen eine Runde Uno. Anna. Von den Omeletten ist noch ein Biegen übrig geblieben für ein anderes Znacht. Oh, ein schönes Kuhli, Hast du die Hunderter noch gerade? Ja, ich würde eigentlich gerne spielen. Als Kind haben wir sehr viel gejasset. Ja, also wenn man spielt, muss man ja gewinnen, sonst muss man nicht spielen. 150? Ja. Ich muss echt den Fippo schlagen. Eben. Eigentlich haben wir noch einen Battle. Mit den Kindern ist es mir gleich. Beim Landfrauenessen hat sie 6 Mitspielerinnen, die sie schlagen muss, wenn sie gewinnen will. Es ist cool, dabei zu sein und mega fein zu essen und durch die Schweiz zu reisen und ein bisschen fort hier vom Hof. Das ist mega schön. Aber das andere, das... Ja, wer sagt schon nein zum Gewinnen? Nein. Also du würdest nicht rennen. Oh nein, jetzt habe ich gewonnen. Ich gar nicht wollen. Jetzt habe ich Schwenk. Gleich gilt es ernst für die Melanie. So oder so. Der letzte Tag vor dem Landfrauenessen ist da. Die Melanie muss vorbereiten. Ins Einklemmte, was es zur Vorspeise gibt, kommt heute der Käse, den sie selber macht. Ich versuche im Alltag eigentlich möglichst alles selber zu machen, wenn es die Zeit erlaubt. Ja. Also ich mache den Kuchenteig selber. Es gibt keine Fertigpizza. Das ist mir wichtig, ja. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Was im Alltag gilt, kommt natürlich auch ihren Gästen gut. Die Melanie hat in der Bäuerinnenschule gelernt, Produkte vom Hof zu verarbeiten. Der Hüttenkäse braucht zwar ein bisschen Zeit, bis er ganz fertig ist. Dafür weiss sie genau, was am Schluss drin ist und vor allem, was nicht. Mit dem Gewicht der Pfanne drückt es auch noch die letzten Reste Molken aus dem Gemisch. Und nach der Ruhezeit ist der Frischkäse schon fast parat. Die Kunst ist, den Geschmack so herzubringen, dass es auch den Gästen passt. Aussehen tut er schon mal nicht wie ein gekaufter Hüttenkäse. Es muss eben eher gut gewürzt sein, sonst ist es mega fad. Es ist eine Art Streichkäse. Also Hüttenkäse und Frischkäse machst du wie gleich. Und wenn du jetzt es nicht mischen mit Crème Fraiche, kannst du mit der Gabel wie verkörnern. Also wie die Körner machen vom klassischen Hüttenkäse. Aber ich bin eigentlich froh, wenn ich es nachher so gut reinstreichen kann. Ja, also gesalzen ist gut.
Am Schluss kommen dann noch frische Kräutchen rein. Gut, dann könnt ihr in die Küche mitnehmen. Und dann dort auf der Insel herstellen. Mal. Auch die Männer der Familie Ramser sind eingespannt beim Landfrauenessen. Aber da können ja noch Flöhe gehen. Die Hütte geht auch noch raus. Ja, das stimmt alles. Die sind jetzt einfach so, weil sie so sind. Probier mal mit diesen 2 Tellern. Eben, jetzt noch die Stege ankommen, dann im Speicher hochkommen, dann noch hergeben. Eins ist, und du auch, Diego. Noch viel, 2-mal. Weil die Landfrauen im alten Speicher essen, ist der Weg von der Küche her lang und die Kielen müssen dem Philipp helfen, die Teller tragen. Also, jetzt kannst du mir es gerade draussen übergeben, Diego. Ja. So, Deckel weg. So. Und dann kannst du eigentlich das zweite auch schon geben. Genau, Deckel weg. Schwierig, dass es nicht verrutscht. Und ist stockelt da fast gegen bei dieser Steinstege da. Also wenn jetzt noch ein Teller an den Boden würde fallen und noch das zweite zu essen, hat es immer noch genug oben. Also da kann man immer nachfassen. Das ist wirklich, Melanie, die hat eher den Hang für gängig genug zu kochen als zu wenig. Da haben wir genug trainiert. Wir hatten sie bis vor 3 Tagen immer noch in der Wohnung. Sie sind ja in der Wohnung auf die Welt gekommen. Und jetzt sie sind genug gross, dass sie die Welt entdecken dürfen. Und darum dürfen sie jetzt hier ein bisschen essen. Komm, schau mal da, es hat Ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins fehlt noch. Gell? Ja, wir können ja spielen. So gerne Melanie die Büsi behalten will, sie können nicht auf dem Hof bleiben. Für jedes Kätzchen gibt es aber schon ein neues Plätzchen. Nee, ist alles gut. So, das hat es ja nicht. Nein, nein. Im Speicher ist Verstärkung aus der Dorfgärtnerei da. Man kann einen Punkt machen. Sehr schön. Ist gut. Ja. Die Röseli haben Röhrchen dran mit Wasser. Oh. Das sind, Aber ich kann es jetzt nicht so eintrocknen. Du kannst es nicht so eintrocknen. Nein, kann man sie 100 Jahre brauchen. Das ist ein bisschen... Die Melanie hat schon früh Blümchen in ihren Lieblingsfarben eingekauft. Und ich habe jetzt ein bisschen Blümchen verdorren, darum müssen wir auch noch ein bisschen rausnehmen. Zum Glück kommen noch frische von der Gärtnerei dazu. Das macht es gerade aus. Ich will gerne eine gemütliche Atmosphäre vermitteln. Und ich habe gerne so Pastellfarben. Und darum sieht man das auch bei meinen Blümchen. Ja. Du kannst mal jetzt eine Hortensie herhaben, wenn du das versenken würdest. Aber die würdest du dann also die würdest du so verteilen. So aber dann würdest du dann noch 3 Jachen. Wie willst du das schaffen? Das geht schon. Gut, ich habe das. Tada. Das ist doch gut. Die Ballen rein. Es geht. Nach dies nach ist ihr Horbermatt alles parat für das Landfrauenessen.
Also, dann gehen wir doch in den Speicher. Seid so gut. Sehr cool. Dann mal güchseln. Was ist denn urchig, du? Herzlich willkommen, Monika. Ah, schau mal hinten. Das ist natürlich cool, wenn du so einen Raum hast. Richtig cool, du. Also, so einen Speicher hätte ich natürlich auch gerne daheim. Und wenn jetzt der auch im Thurgau stehen, dann wäre ja egal. Ich würde euch gerne das Menü von hinten vorstellen. Es gibt als Vorspeise ein eingeklemmtes mit grünem Salat. Dann gibt es Hackfleisch-Tätschli mit Spiral, Herdöpfel und Gemüse. Eine Glasse im Brezelkörbchen mit Äpfeln. Genießt den Abend und bis später. Dann geht es in der Küche los. Die ist ein bisschen zu dunkel. Ja, egal. Das ist alles wunderbar. Ich habe sicher Frau, du musst echt bereichen, dass wir das der geben, die das so gerne haben. Ja. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass ich viel nervöser werden sein als jetzt. Aber jetzt im Moment geht es eigentlich recht gut. Und ja, ich glaube, ich freue mich im Moment mehr, als dass ich nervös bin oder dass ich irgendwie Angst habe oder so. Mir geht es auch so. Willst du das Fleisch drauf tun? Hey. Ja. Auf das Fladenbrot kommt der Melanie ihren Hüttenkäse. Ich habe das Gefühl, es ist eher fast ein bisschen viel Hüttenkäse. Also dann nimm ein bisschen weg. So. Du kannst hier drauf schmieren. Drauf gibt es 2 Rädchen vom eigenen Mostbröckli und nochmal ein Fladenbrot als Deko. Dann braucht es noch Zeit zum Dekorieren. Ich tue ein Schnittloch noch drüber, das siehst du nicht. Schnittloch? Ich hätte jetzt besser gefunden ohne, aber... Ja, nicht. Ich finde, für etwas so Schnickschnack ist immer gut. Da fehlt, das musst du noch fertig machen. Dann kommt der Salat noch. Und aus welcher Sicht isst man es denn? Ich finde so. Ich würde auch gute Frage. Auch ein Sandwich unter und das Blümchen oben. So müsste es nachher geben. Dann würde ich so eins drauf. Und gut, ich würde nur so, einfach als Aber muss man Rumhocker. das Blümchen noch ändern? Gegen rauf schauen, meinst du? Also das wäre gut. Würde ich gerne. Ja, wir könnten ja immer noch etwas perfektionieren. Mal, eigentlich ist es gut. Eigentlich. Jetzt liegt es in den Händen vom Service. Seid ihr nachher mit der Vorspeise? Ja! Mehr aufgeregt, ob es wirklich denen ankommt. Ich muss es noch ein bisschen drehen, schätze. Kannst du jetzt nächstes Mal ein bisschen Salatsauce oder irgendetwas, das er klebt unter dran? Und Papu, das Pflänzchen sollte links vor der Person sein. Also so? Ja, die. Ja, genau so. Aha, ja. Ja. Dass es aufwärts macht. Und schon ist die Vorspeise auf dem Weg zum Speicher. Es ist ein eingeklemmtes mit grünem Salat. Ich bringe euch die Ankündigung von Melanie. Wow. Die Vorspeise. Et voilà. Aber das ist irgendwie aber... Dann wünsche ich einen guten. Und dann bis später. Danke. So, was ist jetzt das? Das ist das eigene Mostbröckli von Ihnen. So ein Kräuterfrischkäse irgendwie. Ja, Schnittlauch. Das Eingeklemmte gibt es Reden am Tisch. Also was ist echt das? Also weißt, ist wie so, aber es kommt mir schon wie so ein Fladenbrot, nicht? Ja, so Weißt du, so Kita-Art, ja. ein Fajita. Flammkuchenteig, sagt er also aus. Mir ist es vorgekommen wie ein Pancake, der nicht aufgeht. Eben je nachdem, was für ein Mehl man nimmt. Ja, ich habe jetzt eine coole Idee gefunden. Und auch mit dem, wir haben ja gemeint, es sei Frischkäse innen dran. Ich habe jetzt das so gerne gehabt, weil der Teig selber ist nicht so würzig oder salzig und das innen dran ist recht salzig. Mir hat es jetzt so gepasselt. Vom Randenblättchen, oder? Der sieht doch auch Ja, der sieht auch so aus. Ja. Die Füllung war für mich fast ein bisschen salzig. Auch beim Salat hat es etwas Ungewohntes. Baumspinat. Ich habe zuerst auch gemeint, Rande. Der so rot ist, ist in der Mitte. Aber neu ist eben der Baumspinat. Man hat die Vorspeise sehr gemundet. Der Salat war auch hübsch im Glas und eine mega feine Sauce. Hat mir geschmeckt. Da müsste es wieder passen, oder?
Die Landfrauen bewerten auch das 4. Essen. Wie viele Punkte sie vergeben, bleibt geheim. Im Finale, am 11. Oktober, gibt es eine Gewinnerin. In der Küche ist ein heikler Moment. Die Herdöpfel schneiden. Also man muss immer gleichmässig einschneiden, dass es halt eine gleichmäßige Spirale gibt, wenn möglich. Das wäre das Ziel, ja. Aber ob es jetzt ein bisschen dicker ist oder ein bisschen dünner, finde ich, ist ja cool, weil es eben handgemacht ist und nicht eine perfekte Spirale mit so einer Maschine. Der Herdöpfel wird näher frittiert. Auch das kann schief gehen. Weil ich die zu lang frittieren kann, wenn ich nicht nachher bin mit dem Dauer sonst, wenn ich nicht das Essen überbringen kann, dann ja, können die dann auch zu fest frittiert sein. Sobald die Spiralen also im Öl sind, muss der Rest schon fast nachher sein. Eigentlich schon. Die Hackfleischtätschchen noch mal bräteln. Ja. Also ich habe vorher einmal probiert und es war noch einigermaßen okay. Und das ist nämlich auch schön knackig. Das ist super. Dann geht es ans Anrichten. Sollen wir das wegputzen? Ja, du machst das nächste Dauer. Jetzt ist 59 Sekunden. Weißt du, die Rollen, die Papierrollen. Oh, nein, das ist gut, nicht. mach's nochmal. Ja. Das ist nicht gut. Nimm dir Zeit noch an. Wir haben Käse. Jofo, die Frauen warten so lange, bis das Essen kommt. Ja. Ja. Das ist noch mühsam, ein bisschen tun. Ja. Der erste Herdöpfel sieht gut aus. In der Paprikasauce liegen Bohnen und Kohlräbli. Dazu kommt das Fleisch. Ja. Vielleicht Hackfleischbäuerli ist auch gut. Ich würde schon sagen, dass ich jetzt für das bin. Sehr dunkel gekommen. So dunkel sind sie jetzt eigentlich nie gewesen, aber schon gut. Die Herdöpfel sind sehr gut gekommen, ja. Genau so, wie ich wollte. Man kann dann noch Sauce übernehmen. Fippo. Sonst ist es ein bisschen trocken. Lecker ist das mühsam. Gut. Hier ist eins. Bitte, Mona. Warte, ich mache nichts fertig. So. Dann könnte man mit dem gehen. Ja. Gut. Ja, geht. Weg. Kann man gehen? Ja, kannst gehen. Der Hauptgang ist unterwegs. Nein. Es gibt Hackfleischtätschchen mit Spiralherdöpfel und Gemüse. Der Weg, den Philipp zurücklegen musste, war eine rechte Challenge. Kommt das Essen warm an? Also dann. Hey, danke vielmals. Und dann den Teller, ich habe ihn dann gerade so angelenkt. Und ja, er ist noch, ich sage jetzt, er war noch warm. Nein, das gewisse noch 4, aber ich habe 6. Und dann wünsche ich euch einen guten beim Hacken. Danke. Einen guten miteinander. Ich war erstaunt bei den Hacktätschchen. Hacktätschchen sind mehr so eher flach und grösser. Und jetzt sind sie fast eigentlich so Hackkügel gesehen. Aber es spielt ja keine Rolle. Also gut angebrötelt. Hat ein gutes Aroma gegeben. Die waren ganz lässig. Im Fleisch hat es noch Kräutchen drin. Das Fleisch ist sehr fein. Das ist noch eine coole Soße. Das ist eine Art Ketchup-Soße. Ich kann im Fall voll in den Ziffern. Definitiv. Isabel, darf ich ein bisschen Soße bitte? Darf ich den Teller anheben? Du, ich im Fall auch gerne. Dazu hat es so eine Tomatensauce gesehen. Die ist jetzt auch recht salzig gesehen, aber sie haben mega gut mit dem Hackfleisch zusammen harmoniert. Ich habe mich extrem gefreut auf die Spiralgummel. Die habe ich nicht gekannt oder so. Sind vielleicht ein bisschen Gummi für mich, aber geschmacklich sind sie sehr fein gewesen. Die Hacktätschchen habe ich auch sehr gut gefunden. Da hat es viele Kräutchen drin, die sie sich selber vom Garten hat. Was hat es noch? Kohlrabi und Bohnen hatte ich auch gerne. Die Bohnen sind mir jetzt ein bisschen zu her oder sagt man zu fest gewesen, aber sonst war es wirklich fein gewesen. Du darfst uns das Dessert bringen. Du machst das so gut. Du kannst bleiben. Nein, jetzt haben wir eine Pause.
Ihr helft ja, dass es mir Ring geht. Danke vielmals. Ja, du. Das ist... Und die Sauce braucht ihr wahrscheinlich auch nicht zum Dessert. He? Ich hoffe es nicht. Also, Ja. sie haben wirklich nicht mehr. Schatz, oder? Nein. Will wir das nie haben? Wir doch nicht. Kennen Sie Aronia? Beim Dessert kommen die vorbereiteten Brezelkörbchen zum Zug. Drumherum gibt es Zweiergattung Erdbeere. Eine Portion von denen, die Melanie mit Aronia hat aufgekocht und frische im eigenen Saft gezogen. Wenn ich noch einmal stören Die Glassenkugel ist der Mittelpunkt. So. Wo ist der Fippo? Also, wenn das hier drin ist, kann man nicht 7 Stunden warten. Fippo! Ja, dann weiß schon, was das muss kommen. Boah, ist das heute noch? Du, ja, das schon. Ich habe dich schon vermisst. Hast du nicht gehört? Ich habe nicht gemerkt. Achtung. Ja. Jetzt kannst du die Münzen drauf tun. Aber hier fehlen die Deko, Mona. Gut, mit dem kannst du gehen. Und da hier fehlt noch. Aha. Das ist schwer dran. Ich würde ändern. Mona, hey, rausgehen. Fertig. Gut. Das letzte Mal über den Hof mit dem Dessert. Es gibt einen Glassentraum im Brezelkörbli mit Erdbeere. Danke vielmals. Also, dann wünsche ich euch einen guten beim Dessert. So süß eingelegte Erdbeere, ja? Zuerst sind wir also enttäuscht kann man ja nicht sagen. Aber zuerst haben wir gedacht, hey, warum gibt es jetzt bei der Melanie keinen Schoki? Aber Glasse ist nicht. Ist das Eierlikör? Also ja, es ist nicht Vanille. Ich merke das nicht. Es hat eine spezielle Note drin, aber ich kann es nicht ordnen. Die Glasse haben wir lange nicht herausgefunden. Ich bin plötzlich auf dem Eierlikör gesehen, aber selber gemerkt, dass es nicht nach Schnaps schmeckt. Vanille und gleich nicht Vanille. Ich glaube, das ist Vanille. Ja, der Glassetraum, da haben wir natürlich auch ein bisschen gewährleistet. Was könnte jetzt da für einen Traum sehen? Wir haben es lange nicht herausgefunden. Ich habe es nicht herausgefunden, wirklich nicht. Und irgendwann habe ich plötzlich gedacht, mir kommt Ostern in den Sinn. Die Weisschoki. Und das, ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Das habe ich wirklich sehr gerne gehabt. Den Brezelkörbchen habe ich noch nie gesehen. Aber ich kann schon tausende Sachen machen mit ein bisschen Förmchen. Aber für mich gut. Die anderen? Aronia. Ich habe jetzt die eingelegte Erdbeere oder die aufgekocht, habe ich jetzt nicht so fein gefunden wie jetzt die frischen Erdbeere mit Zuckerwasser. Aber es war eine gute Variation. Es war ein bisschen Säuerlein. Danke vielmals. Dann fange ich doch an abräumen. Weißt du, was Also, sie haben ausgemacht. Zum zweiten Mal. Bravo. Merci, Mona. Bitte. Merci, Elia. Merci, Diego. Komm, Elia, knudd aus. Jetzt bin ich allein. Ich finde es mega gut. Und bin halt dankbar, wenn wir das als Familie machen können, weil alleine ist mir Küche wirklich niemand. Das kommt schon wieder raus. Ja. Jetzt gehen wir noch ein bisschen feiern mit diesen Frauen. Ja. Oder? Klick hier, wenn du noch mehr von der SRF Landfrauenküche sehen willst. SRF bei den Leuten und SRF allgemein. Oder am besten abonnierst du den YouTube-Kanal. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».